Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ehrlich Handmade. Heute häkeln wir zusammen einen Rucksack. Ich habe schon ziemlich lange bei mir im Schrank so ein Rucksackset liegen gehabt und es wird Zeit, was daraus zu machen. Zu diesem Set gehört der Boden. Der Boden ist stabil. Der Kordel, Rucksackklappe, und zwei Gurte, die man später an dem Boden befestigt. Und das Gute daran ist, dass man diese Gurte auch verstellen kann, also kurz oder lang. Und in dem Moment ist nicht nur für die Erwachsenen geeignet, auch für die Kinder. Diese zwei Schlösser sind nicht im Set erhalten. Erhalten ist nur Boden, die Klappe, Kordel und die zwei Riemen. Und ich glaube, man muss ja noch einen Karabiner dazu nehmen, aber das sage ich noch mal im Video dazu, falls ich einen benötige. Ich habe zwei solche Schlösser vorbereitet und ich kann mich wirklich nicht entscheiden, welche ich von den beiden nehmen soll. Ich denke mal, sobald der Rucksack komplett fertig gehäkelt ist, werde ich mich entscheiden. Häkeln werde ich aus der Polyesterschnur 5 mm. Diese Schnur ist flach und ich habe mich für dunkle Schokolade, also Farbe dunkle Schokolade entschieden. Passt richtig gut zusammen, hell und dunkel. Boden umhäkeln werde ich mit der Häkelnadel 3,5 und den Rucksack werde ich häkeln mit der Häkelnadel Nummer 5. Im Infobox werde ich dann die genaue Masse aufschreiben von diesem Set. Und wir wollen dann jetzt beginnen, Rucksack zu häkeln. Bevor ich anfange, jetzt Boden umzuhäkeln, ich habe auf den Boden ein paar Maschenmarkierer aufgesetzt und wo ich dann die Verdopplungen machen werde. Hier ist die gerade Seite und hier habe ich diesen Halbkreis markiert und auf der anderen Seite genauso. Von diesem Maschenmarkierer bis zu diesem Maschenmarkierer sind insgesamt 13 Öffnungen und die mittlere Öffnung wird noch markiert. Das heißt, von einem Maschenmarkierer bis zu den mittleren Maschenmarkierer sind 6 Maschen, also 6 Öffnungen und hier genauso. Ich werde dann von dieser Masche bis zu dem nächsten Maschenmarkierer jede Öffnung verdoppeln. Die mittlere Öffnung werde ich 3 Maschen häkeln, dann wieder jede Öffnung verdoppeln. Auf diese Seite mache ich genauso. Bei der geraden Seite ist von oben habe ich 9 Öffnungen und unten habe ich nur 8 Öffnungen. Das heißt, von oben werde ich jede zweite Öffnung verdoppeln und hier mache ich dann eine Masche verdoppeln, eine Masche verdoppeln, verdoppeln, eine Masche verdoppeln, eine Masche und hier kommt schon die Verdopplung. Dadurch wird dann der Rucksack nicht gerade nach oben gehen, der wird ein bisschen so
zunehmen an den Seiten und ein bisschen so in die Breite gehen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Gut, dann wollen wir den Boden jetzt umzuhäkeln. Ich nehme jetzt das Endstück, der ungefähr 2 Meter lang ist. Die Häkelnadel 3,5 und beginne bei der ersten einzelnen Masche an und den Boden umzuhäkeln. Wie ich schon gesagt habe, hier wechsle ich ab, eine Öffnung, eine Masche häkeln, in die nächste verdoppeln. Eine Masche, verdoppeln. Bei den Maschenmarkierer angekommen und ab hier häkle ich 6 Öffnungen, in jede Öffnung 2 Maschen häkeln. In diese Öffnung häkle ich jetzt 3 Maschen. Und dann bis zu den nächsten Maschenmarkierer in jede Öffnung 2 Maschen häkeln. Bei der geraden Seite häkle ich einzelne Masche, verdoppeln, einzelne Masche und 2 Öffnungen verdoppeln. Dann eine Masche, verdoppeln und wieder eine Masche. Bei der nächsten Masche angekommen und bis zu diesen Maschenmarkierern wird jede Öffnung
verdoppelt. Die nächste Öffnung, 3 Maschen häkeln. Und bis zu dem nächsten Maschenmarkierer jede Öffnung verdoppeln. Wir schließen jetzt diese Runde mit nahtlosen Übergang. Auf der linken Seite ist Arbeitsfaden, auf der rechten Seite ist das Endstück. Wir nehmen jetzt uns das Endstück und ziehen durch die beiden Schlingen das Endstück durch. Die ersten 2 querliegenden Maschen unter diesen beiden Schlingen durchgehen, Faden holen und das Endstück wieder rausziehen. Auf der Rückseite unter diese Schlinge gehen, die nächste Schlinge, Faden nehmen und wieder rausziehen. So haben wir diese Runde mit nahtlosen Übergang beendet. Wir beginnen jetzt Muster zu häkeln in der ersten Runde und für diesen Muster brauchen wir gerade Zahl von den Maschen. Ich habe ungerade Zahl. Es macht nichts aus. Ich werde dann in diese erste Runde, wo wir Muster raushäkeln, diese eine Masche noch zunehmen. Hier haben wir ein bisschen, also hier unten haben wir ein bisschen mehr Zunahmen gemacht als hier oben. Also hier die mittlere einzelne Masche häkle ich dann diese eine Masche, die mir nicht reicht für den Muster. Okay, der Muster geht sehr einfach. Wir haben jetzt nahtlosen Übergang gemacht, ziehen an den Endstück und stellen fest, dass das hier nahtloser Übergang ist. Wir gehen unter diesen beiden Schlingen durch, holen uns Arbeitsfaden und ziehen dann Arbeitsfaden raus. Beginnen mit der nächsten, gehen unter diesen beiden Schlingen durch, holen uns den Faden. Jetzt haben wir 2 Schlingen auf der Häkelnadel und häkeln die beiden zusammen und machen eine Luftmasche. Beginnen bei der nächsten Masche an, unter die beiden Schlingen gehen, Faden holen, unter den nächsten beiden Schlingen gehen, Faden holen. Jetzt haben wir 3 Schlingen auf der Häkelnadel und die häkeln wir zusammen. Und dann machen wir eine Luftmasche. Beginnen bei der nächsten Masche an, unter den beiden Schlingen, Faden holen, bei der nächsten Faden holen, 3 Schlingen und die häkeln wir zusammen und machen eine Luftmasche.
Wir sind an der Stelle angekommen, wo ich gesagt habe, dass ich eine Zunahme machen möchte, also verdoppeln. Die Masche, die mir nicht reichen wird. Also ich gehe unter diese Masche, hole mir den Faden. Dann die nächste, hole mir den Faden und häkle die zusammen und die Luftmasche. Jetzt mache ich Einstichstelle, da wo die letzte Masche war. Hole mir den Faden. Jetzt beginne ich bei der nächsten Masche an. Hole mir den Faden und häkle alle 3 Schlingen zusammen und mache dann die Luftmasche. So habe ich jetzt hier eine Masche so gewonnen. Und dann weiter wird es gleich gehäkelt. Und so machen wir bis Ende dieser Runde. Am Ende der ersten Runde angekommen. Mir fehlen noch die letzten 2 Maschen. Und die verbinde ich jetzt mit dem Endstück. Der Arbeitsfaden geht auf die linke Seite, auf der rechten Seite ist das Endstück. Und mit dem Endstück verbinde ich jetzt alle 3 Schlingen zusammen und mache eine Luftmasche und dann ziehe ich das Endstück hier durch. Erste querliegende Masche, also wir schließen jetzt die Reihe mit dem nahtlosen Übergang. Erste querliegende Masche, mit der Häkelnadel unter durchgehen, Faden holen und Faden auf die Rückseite ziehen. Von der Rückseite könnt ihr sehen, hier ist die Luftmasche. In diese Luftmasche gehe ich mit der Häkelnadel, also in der Mitte, durch, hole mir den Faden und ziehe das Endstück auf die Rückseite. So habe ich jetzt nahtlos die Reihe beendet und beginne mit der Runde Nummer 2 und die Runde Nummer 2 wird genauso gehäkelt. Ab dieser Runde ändert sich nichts mehr, alle Runden werden gleich gehäkelt. Ich ziehe am Endstück, ich sehe, dass hier die Runde beendet war, hole mir den Faden. Jetzt gehe ich unter den nächsten 2 Schlingen durch, hole mir den Faden. Jetzt habe ich 2 Schlingen auf der Häkelnadel und die häkle ich zusammen und mache die Luftmasche. Dann unter die nächsten 2, unter die nächsten 2 Faden holen. Jetzt habe ich 3 Schlingen auf der Häkelnadel und die häkle ich zusammen und mache eine Luftmasche. Und so häkle ich die zweite Runde zu Ende. Nicht vergessen, die Luftmaschen zu machen. Da wir jetzt auch ab der Runde Nummer 2 keine Zunahmen machen, wird die Wand automatisch vom Rucksack nach oben gehen. Also wir häkeln jetzt die zweite Runde zu Ende. Ich bin am Ende der zweiten Runde angekommen. Mir fehlen noch die 2 Maschen.
3 Schlingen auf der Häkelnadel und die beende ich mit dem Endstück. Also ich habe jetzt das Endstück genommen, mache dann die Luftmasche und ziehe Faden durch die Schlinge raus. Hier ist die erste querliegende Masche. Unter den beiden Schlingen mit der Häkelnadel durchgehen, Faden holen und wir schließen wieder die Runde mit nahtlosen Übergang. Hier war die Luftmasche. Ich gehe mit der Häkelnadel durch die Masche, hole mir den Faden und ziehe das Endstück wieder raus. So sieht es aus. Da gehen die Wände ja auch schon leicht nach oben und beginne mit der dritten Runde. Ich zeige euch noch mal, wie es geht. Also hier haben wir nahtlosen Übergang gemacht. Hier beginne ich auch. Faden holen. Bei den nächsten 2 Schlingen Faden holen, 2 Schlingen auf der Häkelnadel und die häkeln wir zusammen. Am Endstück ziehen, so schließen wir hier auch noch die Lücke zusammen. Und diese Runde häkeln wir genauso wie die Runde 2 und die anderen Runden werden genauso gehäkelt und ihr häkelt in gewünschte Höhe. Bei mir wird es ungefähr 25 bis 28 cm sein. Also ich werde es genau sagen, wenn ich die Höhe erreicht habe, wie viele Zentimeter da sind und wie viele Runden es auch geworden sind. Ich habe soweit weiter gehäkelt. Mit dem Muster habe ich insgesamt 24 Runden gehäkelt. Die Höhe ist jetzt 28 cm und die Breite ist bei 29 cm. Mache dann noch die letzte Runde mit Kettmaschen. Und ich mache dann, wie ich schon gesagt habe, eine Runde die Kettmaschen.
Die Kettenmaschenrunde ist jetzt fertig. Alle Endstücke sind versteckt und wir wollen jetzt Kordelzug hier am Rucksack befestigen. Dafür legen wir den Rucksack so auf dem Tisch und den drücke ich platt drauf, dass es so ist. Dann nehme ich erstmal die rechte Seite und schiebe zur Mitte, dass es so ist. Halte das mit der rechten Hand fest und mache von der linken Seite genauso. So soll es ungefähr aussehen. Dann nehmen wir Rucksackklappe und packen oben drauf. Es soll ungefähr 1 bis 1,5 Zentimeter hier an den Seiten von den Rucksackwand zu sehen sein. So. Und hinten sieht der dann so aus. Ich habe zum Beispiel bei einigen Mädels gesehen, dass die Rucksackklappe ganz oben angenäht ist und geht ja komplett hier nach unten. Das mag ich nicht. Also ich schiebe die Klappe ein bisschen höher, weil von dem Rucksack muss auch was zu sehen sein. So. Dann guckt ihr, ob alles symmetrisch richtig ist. Und dann wird der Kordelzug befestigt. Wichtig ist, müssen wir darauf achten, wo vorne und wo hinten ist. Also das ist die Rückseite. Hier haben wir angefangen zu häkeln und das wird auch die Vorderseite. Das heißt, wir müssen den Kordelzug einmal hier so, dass die beiden Endstücke nach vorne gucken, durchziehen. So, drehe jetzt einmal mit dem Rücken zu uns und ungefähr die Mitte. So, ich mache das immer so, dass ihr gut zu sehen habt. Also ich muss den Kordelzug einmal hier beiden Endstücken durchziehen und durch diese gefalteten Seiten auch, dass das später auch festgehalten wird, dass das hier auch an der Seite nicht aufgeht. Also ich muss gucken, nehme ich ungefähr hier durch. Eine Seite und dann die andere Seite. So, dann ziehe ich durch diese gefalteten und einmal nach vorne. Hilft mir das natürlich auch noch mit der Häkelnadel. Schiebe den Stoff zur Seite.
Also eine Seite. Und dann nehme ich einmal hier nach vorne. Dass das so ungefähr aussehen soll, und auf der Rückseite sieht es so aus. Ich habe diesen Endstück weiter zur Mitte genommen, weil wir müssen ja dann später hier vorne schließen. Da haben wir auch noch diesen Stopper, dass er da auch hier oben, wenn der zu ist, nicht aufgeht. Und dann kann man später in Ruhe hier aufschließen und durchziehen. So, dann genauso mache ich jetzt auch die andere Seite und dann zeige ich euch das Endergebnis. Der Kordelzug ist jetzt befestigt. Und vorne geht sehr leicht auf und man kann das auch sehr leicht zusammenziehen. Das ist jetzt auch fertig. Und zum Schluss ist jetzt noch Rucksackklappe anzunähen. Und bevor ich das mache, muss ich noch den Taschenschloss hier befestigen. Und am Anfang habe ich zwei gezeigt. Dieser oder dieser. Und ich habe mich für diesen entschieden, weil der richtig auch super drauf passt und sieht total auch ungewöhnlich aus. Also das werde ich jetzt gleich noch hier befestigen. Der ist zum Anschrauben und dann zeige ich euch später, wie dieser Teil dann am Rucksack befestigt wird, und wir nähen dann auch die Sinnteil an den Rucksack. Der Taschenschloss ist jetzt befestigt und wir wollen noch zum Schluss die Rucksackklappe an den Rucksack annähen. Also ich gucke ungefähr, wo ich den später befestige, also wo ist das zweite Teil befestige, dass der hier dann zu ist, und drehe auf der Rückseite und gucke ungefähr hier, wie weit ich nach unten gehen soll, und diese Klappe anzunähen. Ich glaube, ich werde dann die dritte Runde nehmen. Das ist die erste, zweite, dritte, ungefähr ab da. Zu Hilfe nehme ich mir die Häkelnadel. Ich stecke die einmal durch. Von der anderen Seite auch so.
und gucke noch mal, ob es alles symmetrisch ist und passt zusammen. Dann nehme ich die Häkelnadel jetzt einmal raus und stecke die, wo ich davor schon reingesteckt habe. Also im Prinzip, das ist eine Runde nach unten nach dem Kordelzug. Also Kordelzug wurde zwischen eine und die zweite Runde befestigt, dann eine Runde dann ausgelassen und dann zwischen dritte und vierte Runde wird die Klappe angenäht. Ich muss jetzt hier den Kordel aufmachen. Dass ich ja auch von innen Platz habe, es anzunähen. Dann nehme ich schon den Faden und mache zuerst eine Masche, die neben rauskommt. Ich habe jetzt bewusst die kleinere Häkelnadel genommen, dass ich ja auch ohne Probleme hier durch die Öffnungen mit der Häkelnadel komme. Also, jetzt kann ich die Häkelnadel wegnehmen und stecke ich genauso den Faden rein, wo die Häkelnadel mir als Hilfe dann gedient hat, und ich packe was rauf, dass das auch nicht stört, dass es nicht zu laut ist. So, und jetzt holen wir den Faden und mache dann die Kettenmasche. Immer wieder rauf gucken, dass ich an der Runde nicht verrutscht bin, und mache dann weiter die andere Kettmasche. Sobald die Klappe angenäht ist, mache ich hier einmal die Kontrolle. Also der Kordelzug ziehen und Rucksackklappe zumachen, und dann guckt ihr, ob das optisch auch richtig diese Klappe sitzt. Und wenn das richtig ist, machen wir dann die letzte Kettmasche. Und die geht dann einmal raus.
So soll es aussehen. Und jetzt Faden abschneiden, Faden rausziehen von dieser Seite, dann von außen nach innen Faden durchziehen und jetzt kann dann Faden von der Innenseite versteckt werden. Hier einmal nachziehen und jetzt ist die Rucksackklappe angenäht. Ich werde jetzt gleich noch die Endstücke verstecken und dann ist es der Rucksack fast fertig. Die Rucksackklappe ist jetzt angenäht und wir müssen jetzt noch den zweiten Teil von dem Taschenschloss am Rucksack befestigen. Ich habe ja so ein Teil, der hat ja 2 Stifte und wenn man diese Stifte durch den Stoff durchsticht, die kommen zwar ja auch von der Rückseite raus, aber die sind ja dann so kurz, dass man das auch nicht nach innen oder nach außen biegen kann. Deswegen habe ich jetzt für mich eine Methode gefunden. Da war ja so ein Metallteil mit dabei und das war mir viel zu groß. Ich habe es genau nach dem Maß hier rausgeschnitten. Könnt ihr sehen. Und habe 2 kleine Stückchen von dem Seil, also von dem Polyesterschnur abgeschnitten. Lege ich hier so drauf. Dann packe ich diesen Teil oben drauf und biege diese 2 Stifte nach innen. Richtig fest. Dass das so ungefähr aussieht. Dann am Schloss befestigen diesen Teil. Und jetzt müssen wir natürlich auch gucken, wo wir diese Schnürchen von Außenseite nach innen durchziehen. Also ich mache das hier einmal ab. Ungefähr soll es sein. Ich mache einmal da und einmal hier. Und dann von Innenseite, da wo ich die Häkelnadel reingetan habe, ziehe ich von da aus die Faden nach innen. So, der Abstand ist dann ein bisschen viel zu groß, muss ich kleiner nehmen.
die anderen zwei mache ich dann auch noch. Passt genau. Von Innenseite werde ich jetzt hier auch noch die Knoten machen. Also das Teil befestigen. Und ist das dann Rucksack fertig. Also hier wird es mit Knoten befestigt und die Endstücken dann durch den Stoff gezogen und abgeschnitten. Ja, und dann ist der Rucksack fertig. So, meine Lieben, der Rucksack ist jetzt fertig. Ich hoffe, dass mein Video euch gefallen hat. Ich wünsche euch viel Spaß, diesen Rucksack nachzuhäkeln. Tschüss und bis zum nächsten Mal.